Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig, hier in der Ahnenhöhle beim optionalen Material, was ich mit euch durchgehe. Yo! Ich fand es eigentlich auch sinnvoll so, weil als man damals relativ früh zu der Ahnenhöhle gekommen sind, finde ich, hätten wir eigentlich auch zu früh schon gesehen, wenn es bis nach unten schaffen wird, was da noch für Gegner auf uns zukommen und was es da für Gegenstände gibt. Deswegen finde ich, wenn man die Ahnenhöhle immer zum Schluss dran setzt, kann man beim Let's Play nicht besonders viel spoilern, weil es eigentlich kaum noch was zu spoilern gibt. Das Einzigste ist halt der Boss von der Ahnenhöhle. Den habe ich persönlich nur aus Let's Plays gesehen und Speedruns gesehen. Aber wirklich, wer der Boss von der Ahnenhöhle ist, den habe ich noch nie selber erreicht. So viel sei mir dazu gesagt. Narkosezauber noch, okay, das ist ja Selans Liebling. Dann schauen wir mal. Komm schon, jo. Jo. Ich habe ihn leider nie selber erreicht, der Boss, aber ist eigentlich ganz lustig, wenn man dann unter beim Boss A kommt und dann sieht, was es ist, weil da wird man sonst was erwarten. Ich habe als Kind, wo ich es halt nie wusste und meine ganzen Freunde haben es leider auch nie bis runter zu der Ahnenhöhle geschafft. Und wir haben uns da voll hochgepusht mit unserer Theorie, wer könnte dort zum Schluss lauern. Ob das möglicherweise dann Arek ist, der ganz unten lauert. Ja, im Endeffekt, ich möchte es mal nicht vorwegnehmen. Kann ja sein, dass wir wirklich bis zum Schluss runterkommen. Aber wenn wir es nicht schaffen bei der Ahnenhöhle, dann sage ich euch dann so, wer der Boss ist. Ja, haben wir eine ganze unnötige Scheiß weg. Frischt sowieso alles nicht. Klasse, danke. Gut, dass wir mal drüber gerettet haben. Hier ist noch eine Kette. Können auch mal gleich wieder ablehnen. Nicht von mir wegrennen, du Eidechs. So, oder Nachtechse sogar schon. Jo. Weg mit euch. Ich möchte eigentlich noch relativ fix vorankommen. Ein Lebensnektar. Was bringt uns der Lebensnektar? Okay, KP und MP teilweise wieder auffüllen. Wo geht's wieder runter? Da haben wir noch einen Foruga. Ja, dafür bräuchten wir Lexis in unserer Gruppe. Haben wir aber nicht. Dafür haben wir den Giftkäfer. Oh. Dem ATA nicht besonders viel abzieht. Ich glaube, ich bräuchte mal wieder einen Schluck zu trinken. Deswegen habe ich auch meinen Eistee wieder dabei. Oh, ich liebe das Zeug. Sehr gut. So, das war ein Schluck von meinem eigenen Kraftwasser. Dann kann es weitergehen. Ja, wenn ihm die Kehle irgendwann so trocken wird. Ich habe heute einen Lufia-Marathon gestartet. Sozusagen vom zweiten Siegelturm aus. Oder beziehungsweise der erste Siegelturm habe ich ja auch noch fertig gemacht. Das heißt, von dem zweiten Teil vom 54. Episode bis jetzt bin ich eigentlich am Daueraufnehmer. Weil ich möchte Lufia eigentlich heute an dem Aufnahmetag, heute habe ich mal wirklich einen Tag wirklich Zeit für sowas. Und da möchte ich Lufia eigentlich bis 5 oder was jetzt ist CV3. Bis 5 hätte ich gerne alle Videos von Lufia im Kasten drin. Sodass ich dann damit auch fertig bin mit dem Let's Play. Dann kann ich mich nämlich direkt auf Resident Evil 1 beim nächsten Aufnahmetag stürzen. Oh, das ist ja geil. Ein heiliger Stab. Götterschlag. Jo, nimm du das mal. Dann kann Celan noch bei dem anderen Zeug bleiben. Das war eine ziemlich gute Waffe und sieht auch gar nicht mehr so verkehrt ab. Mhm. Jetzt ist ATA in etwa so stark wie Maxim vom Abzieh her, oder? Wie geil. Wir sollten uns mal wieder heilen, merke ich.
Okay, dann nutzen wir das Ganze. Damit wir uns immer so alle heilen können. Weil Celan wird jetzt wahrscheinlich der oder Maxim macht der Finisher, ja. Okay. Gut, dafür kriegen die ganze Buwe und Metla wieder Level. Und hier gibt es noch eine Truhe mit Superwummer. Alles klar, das ist da was für Gordo, sag ich schon. Das ist da was für Fran. Kette ist da 8. Verruga ist sogar super lecker. Und Superwummer ist auch voll Würg. Ja, du bist mal einer. Du bist mal vielleicht einer. So, dann weiter. Ups. So. Hier ist noch eine Handaxt. Das ist da was für unseren Captain Guy. Dann schauen wir da gerade mal. Jo, das ist 100% was für ihn. Gladius bringt hier nicht so viel. Über ihr gar nichts. Futter ist da. Ja, pfui Würg. Wer hätte es gedacht? Und sein Feinschmecker Fran frisst halt nicht alles. So, wo geht's denn jetzt hier nochmal zur Treppe? Hier war's nicht. Ne, das war nur der Enderaum, wo nix war. Also wieder zurück. Ja, das Stockwerk hat's in sich gehabt, merke ich. Genau, warte mal. Ich habe noch einer hoch. Also nicht. Na? Hier muss es doch irgendwo sein. Nee. Ha. Jetzt bin ich ja verwirrt. Wo war denn das? Ich weiß aber, dass wir irgendwann an einer Treppe vorbeigelatscht sind. Ah ja. Da haben wir sie doch. Gut, jetzt sind wir in U11. Ja, danke fürs Gespräch. Fluchheiler. Da rennt noch so ein Imp rum. Warte mal. Komm schon mal her, du Sausack. Verflixt. Okay, probieren wir es mal aus, ob das funktioniert. Jawohl. Sehr schön. Mhm. Stabil. Perfekt. Was ist denn hier? Ein Leinenmantel. Okay, wem können wir denn geben? Maxim. Sehr schön, dann trag du das Ding wohl. Weil eigentlich hätte es ja ganz gern einer noch im Anacher wieder komplett kriegt. So und so. Hoffen wir mal, dass eine Rechnung aufgeht. Sieht so aus. Okay, so leicht wird es leider nie sein in der Ahnehöhle. Ah, das sind noch die Skorpione. Ich glaube, die kamen erst ab dem Turm von Gordovan vor, wo wir eigentlich gegen Gardes das erste Mal hätten kämpfen müssen. Und wenn wir da gewonnen hätten, ihr liebe Leid, dann hättest du das Gardes Schwert gegeben. Okay. Also allmählich sind wir auf dem Niveau von Westturm Gordovan. Gut. Machen wir das halt so. Ja, dort wird es nämlich gereicht. Aber die Viecher sind jetzt schon mal platt. Diese blöde Megamotte mit ihrem Confusio. Die werden uns nämlich stören. Und der Anime. Okay. Ich glaube, das war's danach, ja? Also runter in U12. Da gibt's auch einen Scherz. Die Kittelscherz wird wahrscheinlich für Celan sein. Ja, Clay ein bisschen besser. Aber
aber nicht wirklich besser. Das ist einfach nur Hauptsache was A und nicht nackig durch die Gegend gerannt. Warte mal. Irgendwie kriegen wir das. Ach, hier. Ja. Der nicht so. Der passt. Wenn Fran jetzt noch drauf haut, könnte das besser. Jo. Sehr schön. Noch ein Scherz. Das wird wahrscheinlich auch von ATA sein. So sexistisch wie die Klamotte hier verteilt sind. Nee? Okay. Na gut. Scherz will sogar Fran nicht futtern. Und sonst stellen wir hier nur einen großen Raum. Tja, da ist noch was drin. Ein Mini-Rock. Okay. Dann dreimal darf Strote, wird das Ding wieder kriegt. Kleidung für modebewusste Frauen und Zwergenkraft. Ja, komm schon her. Ah, okay. Ich habe jetzt wieder mit 4 Gegnern oder was gerechnet, aber das gefällt mir besser. Dann nochmal hier reingucken. Nicht, dass du noch was lauert. Zum Beispiel so gutes Gegengift. Das kann man auch immer wieder gebrauchen, weil wenn man hier vergiftet wird, kann ich dann einfach in die Lade gehen und was Neues kaufen. Ein Skimitar. Sehr schön. Wer kriegt dann das Krummschwert? Gucken wir doch mal. Maxim mal nicht. Nö, dann kriegt das Seelan. Und jede Menge Skeletors. Ja, du hättest mich gewundert, wenn die Geisterrobe mit ihrer heiligen Kraft nichts gebraucht hätte. Okay, jetzt ist jeder mal zumindest angegriffen worden. Schauen wir mal, was Fran macht. Was macht Yoshi? Also, Abwehre, Dummkopf. Hauen wir nochmal drauf. Und machen die ganze Knabe nochmal platt, einer noch um anderer. Geil. Da jede Menge Erfahrungspunkte für uns drin. Und so. Okay, das zieht anscheinend auch bei den Viecher gut ab. Sehr schön. Und drauf. Na gut. Dann gehen wir jetzt erstmal runter. Für ein Ende können wir noch stehen lassen. Das ist das Thema. U13 führt nirgendwo hier. Mini-Rock mal wieder. Guck, ob das auch ATA tragen kann, das Ding. Maxim natürlich nicht. Und ATA auch nicht. Also nichts nur mit sexy Elfer. Was sind wir da noch? Eine Robe. Okay. Ja, ist auch besser. Aber nur um 2. Und ATA kann es 8 tragen. Damit die wenigstens einmal eine Rüstung hat, ne? Dann Wispies. Das waren die, die Blitz sauber können, genau. Und ich zisch mal nochmal meinen Krafttrank hier rein. Der gute Pershing-Eistee. Ich liebe das Zeug. Ah, Mann. Das tut richtig gut beim Bubbler. Sich immer mal wieder ein Eistee einzuföhnen. Und gerade weil ich heute so viele Episoden gemacht habe, habe ich mal richtig die Gosch fusselig gebabbelt. Aber wenn ich sehe, dass ein Projekt kurz vor Ende ist, dann möchte ich das auch wirklich ganz durchhaben, damit ich mich voll und ganz auf mein nächstes Projekt konzentrieren kann. Messer noch drin, das wird aber kein Mensch was bringen, das wird nur absolute Quatsch sein. Ein Trickser haben wir jetzt noch gekriegt. Alles klar. Ah, die Dinger sind saugut. Die bringen Erfahrungspunkte wie noch was. Nein, wenn sie da mal do bleiben. Scheiße.
Sehr, sehr schade drum. Krafttrank. Oh nee, das wird jetzt wieder der Glatzenwicht sein. Oh mal. Nein, da ist er wieder der Glatzenwicht. Alter, ist das so scheiße. Na gut. Jetzt hängt das wieder an. Oh Mann, haut drauf auf den blöde Glatzenwicht. Ich möchte ihn nämlich sehen. Jetzt sind wir also schon bei Gegner aus Pandoria. Okay. Ja, das ist ein Trauerspiel, du hast recht, du Holzgolem. Ist das so doof? Ach nee, wenn mich irgendein Gegner hier im Spiel gekillt hat, dann war es definitiv die erste Begegnung hier im Let's Play mit dem Glatzenwicht. Der hat mich völlig fertig gemacht. Falls ihr erst jetzt reinschaltet, guckt euch das Ganze nochmal an, das Let's Play. Ich glaube, ich habe die Episode Lachanfall im Schwerttempel genannt. Das ist relativ früh noch. Guckt's euch an. Ich habe mich nämlich gekriegt vor Lachen wegen diesem blöden Name Glatzenwicht. Wie kann man dann auch einen Golem, auch wenn es nur ein Nickel-Golem oder ein Kobalt-Golem oder sonst was ist, oder Wolfram-Golem oder wisst der Teufel was, wie kann man so ein Ding Glatzenwicht nennen? Das ist ja was allerletzter. Okay, bringt sonst kein was. Dann frisst dich mal satt hier oder spuck's wieder aus. Hier haben wir noch was. Na gut. Boah, bitte hau nicht ab. Bitte haut nicht ab. Feiglinge. Verdammt nochmal. Okay, jetzt sind wir schon bei U14. Und jetzt kommen auch die Orks. Ja, die kamen dann auch so um Pandoria, Schwerttempel war das, glaube ich, wo die dann allmählich kamen. Und in Gordowan waren sie aber, glaube ich, auch schon mit dabei. Westturm Gordowan. Das sind so die Gegnertypen, ja. Nix wie drauf. Und schauen wir, dass wir die auch noch platt gemacht kriegen. Aber allmählich geht uns halt auch mal wieder die MP aus, der Klassiker. Und wenn uns die MP ausgehen, kennen wir irgendwann nämlich Heiler. Ja, da ist noch ein blaues. Gardesklinge, ja! Super geil. Da ist er, Gardesklinge. Das ist für Guy. Ein Schwert aus der Waffenkammer des bösen Gardes. Krakenschlag. Gegner werden 8-mal hintereinander getroffen. Ultra geiles Ding. Und wir haben's. So viel Glück habe ich auch selten gehabt. Ich habe das, glaube ich, bisher als Kind von meinen 4-5 Versuche in die Ahnenhöhle zu kommen, habe ich es, glaube ich, nur einmal gepackt, die Gardesklinge zu kriegen. Ja gut, die macht hier natürlich keine Schade bei den Untote, weil ist jo böse Klinge und so. So, das kriegen wir trotzdem hier. Ach, ohne den Kerl. Ein Holzschild gibt es auch noch. Der ist dann für Maxim. Und dann schauen wir mal, was es sonst noch hier gibt. Außer Glatzenwichter. Ist das so doof. Okay, hau mal drauf auf den Glatzenwicht mit dem Götterschlag. Ich kann ihn nicht sehen, sonst fange ich wieder an zu lachen. Und... Okay. Aber das Gardeschwert ist jetzt definitiv das Ding, was wir Guy für sehr, sehr lange Zeit hier lossen können. Und Truff... Oh, truffende Wetter. Also heilig macht der Holzgolems anscheinend nicht sehr viel aus. Und die Gardesklinge zieht normal ab. Eieiei. Dann nix wie drauf.
Und Wetter. Sehr schön. Hier haben wir noch einen Dolch drin. Der wird aber auch nicht so viel bringen, ne? Einen Leinenmantel. Ein Speedy-Saft. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Warte mal. Speedy-Saft. Geben wir jetzt mal Guy. Der kann das hin und wieder mal ganz gut gebrauchen. Nö, ist alles nur Quatsch. Das heißt, das kann der sich mal neu pfeifen. Das finde ich sogar super lecker. Okay. Dann möchte ich aber noch an das andere Zeug dran kommen. Okay. Naja, dafür, dass Sky jetzt hier bei denen überhaupt nichts abzieht, zieht AT ja wie Sau ab. Oh je. Richtig. Ja, sehr gut. Hause um. Der ist auch kaputt. Dann fehlt nur noch der dort. Den kriegen wir jetzt wahrscheinlich hin, ne? Jo. Noch ein Holzschild. Das ist doch was für Captain Guy. Und hier haben wir noch jede Menge glatzige Wichte. Und hauen wir mal dort drauf. Ich habe nämlich das Gefühl, dass der Frostfluch gut was abzieht. Ist aber nur so steil die Vermutung von mir. Ja, war tatsächlich nur steil die Vermutung. Okay. Jetzt will er uns einschläfern. Der miese Wicht. Und was er eingeschläfert hat, wecken uns die Holzgolems wieder auf. Na gut. Und... ja, gut. Wir sollten uns mal wieder heilen. Ja, ich muss so ein bisschen sparsam damit umgehen. Aber irgendwie müssen wir uns ja wieder heilen. Ja, dass das Abenteuer noch vom 20. Stockwerk aufhört. Okay. Maßanzug. Gibt's auch noch. Okay, Hahnschrei. Warte mal. Ist nur was für sie. Okay. Mag hier keiner zum Spiel rauskommen. Na gut. Das ist halt ein Salat. Und du dann drauf. Eieiei. Das müsste jetzt mit Celans Hilfe eigentlich reicher. Jo. Ja, was Guy hier macht, ist eigentlich irrelevant. Also am Anfang, wie gesagt, halte ich es eigentlich für sinnvoll, bis U15 noch so ziemlich jeden Gegner mitzunehmen. Aber noch U15 muss man auch wirklich nämlich gegen jeden Gegner kämpfen. Da geht es meistens einfach nur um Ausweichtaktiker. Und dass man dann auch noch die Gegenstände kriegt, die so auf M warten. Ja, die sollten wir vielleicht auch meiden hier, die Gegner. Sind dann doch relativ stark, wenn die ihren Blitzeinschlag machen. Und, yo. Sieht doch schon mal nicht schlecht ab. Aber da habt ihr auf jeden Fall schon mal das Tollste eigentlich gesehen, was man in der Ahnenhöhle kriegen kann. Weil das Tollste, was man hier kriegen kann, von der blaue Truhe, ist definitiv das Gardes-Schwert oder die Gardes-Klinge. So, die lassen wir mal munter vorbeiziehen. Damit wir noch hier reingucken können. Da ist nämlich noch ein Diamantring. Sehr schön. Gucken wir doch glatt mal, was es ist. Ring aus glitzernden Diamanten. Abaddon. Ui. Na, das ist ja mal geil. Also das Stockwerk hat sich ja mal fett gelohnt.
wenn wir hier einen Diamantring haben, der Abaddon macht, den wir auch noch behalten dürfen. Und noch die Gardesklinge noch kriegt haben. Das war mal ein sehr lohnenswertes Stockwerk. Wenn es hier zu arg wird in der Ahnenhöhle und ich das Gefühl habe, dass ich nicht besonders lang mehr überlebe, dann bin ich definitiv der Meinung, sollte ich eine Gotteshand verwenden, um hier zu fliehen, damit wir unser Zeug in eine blaue Kiste behalten können. Ich meine, den komischen Donnerturban oder so, für den lohnt es jetzt nicht unbedingt. Aber der Diamantring und die Gardesklinge sind schon ziemlich geil. So, dann weg mit dir. Schauen wir mal, was der noch bewacht hat. Einen Busch. Okay. So, dann mit uns nochmal ein Stockwerk runter. Und weiter geht's. Kiste-Eissammler. Gegner, die unterwegs ein bisschen nerven, können wir auch noch abschnetzeln. Aber nämlich primär alles ummosche, was da im Weg steht. Okay. Eine Zauberfrucht. An sich ist es jetzt absolut egal. Jetzt können die Kapselmonster eigentlich sich pfeifen, auf was sie Bock haben. Okay, das finde ich sogar bombastisch, die Zauberfrucht. Gut. Dann hier. Ich glaube, der braucht für die Entwicklung laut Guide. Braucht der für seine Entwicklung eine Feuerfrucht. Bin ich mir aber nicht mehr so sicher. Und das reicht nicht. Aber eventuell, wenn Fran nochmal nachtritt. Hopp, Fran. Jawohl, das müsste reicher. Ja. Noch ein Holzschild. Gucken wir mal, wer es noch tragen kann. Jawohl, Artea kann noch. Besser als kein Schild. Ein Estok. Gucken wir mal, wer das haben kann. Maxim eindeutig. Mit Flammenfluss. Perfekt. Dann hier lang. Oh, jetzt kommen schon die Königsgoblins. Stabil, Maxim. Nicht verkehrt. Ja, das macht auch gut schade. Hau drauf. Und nix. Okay. So. Hier haben wir nichts. Und so, Tornado. Sehr gut. Das finde ich doch ziemlich gut. Und dann können wir wieder eine runter. Da sind wir jetzt schon... Oh, erst in U16. Verflixt nochmal. Feuerschwert. Okay. Kannst du? Sehr schön. Dann geht's ja tatsächlich nur hier weiter. Okay, das zieht stabil und gut ab. Der zieht auch ziemlich gut ab und macht einen One-Hit, obwohl der hinne war. Sie natürlich, ach. Und Geist, der einzige, der bei Untote keinen Schaden macht. Super geil. Okay. Jetzt sind wir wenigstens alle auf Level 16, genau. Und machen, dass wir weiterkommen. Hier noch ein paar Stockwerke vor uns. Nodderbar. Oh. Das ist nicht verkehrt. Das ist echt nicht verkehrt. Hier geht es auch schon direkt weiter. Das sind jetzt die entsprechende Feuerschwerter. Die dürften hier recht gut Schade machen bei den Viecher. Ja, durchaus. Allzu viel Schade machen die zum Glück nicht bei mir. Aber wir brauchen das. Es ist mal wieder an der Zeit, sonst sind wir hier kaputt.
Gut. Gut, die ganze Orks. Müssen wir auch noch irgendwie wegkriegen. Probieren wir es mal aus mit der Schattenmacht. Alter! Gleich mal 2 instant gekillt. Das war nicht schlecht. Was haben wir hier? Ein Mini-Rock. Okay. Geh weg, Latzenwicht. Mit dir möchte ich nichts zu schaffen haben. Da lauert er schon in die Ecke. Und da? Okay, das sind Zombies. Ein Draht. Ich habe einen guten Draht. Ja. Oh Mann, jetzt gelingen mir nicht mal meine eigene schlechte Wortwitze mehr. Ich habe einen guten Draht dazu her. Oh Gott, wie schlecht. Da ist eh scheißegal, wo Guy drauf geht. Aber die dürften wir eigentlich so noch geknackt kriegen. Yo. Ja. Ja. Sehr gut. Und natürlich das obligatorische Holzschild. Das darf nicht fehlen. U18. Phönix. Ausgezeichnet. Ja, dann treffen wir die gute Zauber doch relativ früh schon hier. Kraftsirup. Aber noch können wir mit den Gegnern hier mithalten. Noch ist das kein Thema. Deswegen sollte man das hin und wieder mal ausnutzen für einen guten Kampf. Aber es muss jetzt nicht auf Teufel komm raus immer sein. Gut. Wir bräuchten mal wieder einen Zaubertrank oder sowas. Kein Krafttrank, aber geht in die richtige Richtung irgendwie. Natürlich. Nee, sorry, auf euch Glatzenwichter habe ich keinen Bock. Und hier ein Krafttrank. Ich mag jetzt nur noch mal ganz kurz gucken wegen der Gegenstände in den Räumen. Ob wir eventuell noch irgendwo was Schönes abstauben können. Und zwar noch ein Krafttrank. Ja, schön, aber ein Zaubertrank, das bräuchte ich mal. Fokus. Okay. Nehme ich definitiv. Ach. Und Drache. Ui. Na, du hat es ja mal richtig gelohnt. Mal wieder ein Heiltrank. Ja, wenn dann irgendwann unser MP abstinken, haben wir wenigstens genug Heiltränke und Krafttränke und so Zeug. Na gut. Dann wieder runter. Das ist der letzte Stockwerk für heute. Und wir sind schon bei dem Gegnertyp Killerkürbis angelangt. Das gefällt mir überhaupt nicht. Dann schauen wir doch mal, dass wir da, bevor wir den platt kriegen, eine Menge KP. Einfach nur KP, komm. Schmeiß drauf. Der Kerl, der braucht's. Gut, das gibt wenigstens für jeden noch ein Level. Und Kopftropfen haben wir noch. Und die blöde Glatzenwichte, Alter, die kriegen wir so schnell nicht mehr los, die Viecher, habe ich das Gefühl. Bäh. Überraschung. Oh, wenn jetzt jeder nochmal so 2er-Attacke hat, ich dreh durch, Alter. Da müssen das auch immer gleich 4 von den Kotzeviecher sein. Mann, Mann, Mann. Mal irgendwas? Nee. Trifft das alle? Nee. Hau mal so drauf.
mit Frostfluch. Ich will etwas, was er alle sofort zerschrotet. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Okay, Fran, richtig. Ausgezeichnet. Was wir brauchen, ist ein Gegengift. Und was wir brauchen, ist stärker. So, komm doch mal raus, du. Mist. Das dauert jetzt natürlich alles wieder Ewigkeiten. Und gerade dann, wenn man die Episode eigentlich schon seit 5 Minuten beendet haben will, kommt dann wieder so ein Quatsch hier. Ja, mach lieber den Stachel statt die Giftnadel. So viel Gegengift haben wir nämlich leider nicht mehr parat. Und da man das Zeichen nicht mehr hin, kann es gut passieren, dass einer die ganze Zeit an Gift leidet. Das müssen wir nicht haben. Ah ja, Gegengift kommt sofort. Perfekt. Die Donneraxt, das ist doch auch schon mal gut. Ja, hätten wir jetzt DK gebrauchen können. Schiebst du mal rein. Das Zeug ist alles nichts für dich. Oh, jetzt bin ich aus Versehen dort drauf. Na egal. Toll. Zuerst will das Skimitar haben und dann kriegt das. Und dann ist es Pfui Würg. Na egal. Die Treppe ist auf jeden Fall in Sicht und ich jetzt sage ihr, liebe Leute, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Lufia auf Pelzig hier in der Ahnenhöhle. Also machen's gut und bis übermorgen wieder. Iron Yankee.